Liebe Kinder, heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, das heißt Das verschwundene Kleid. Es ist von Barbara Hickmann und erzählt eine fantastische Geschichte aus der Sagenwelt des Spreewalds. Im ersten Teil des Buches, es gibt insgesamt 6 Bücher, geht es um das beleidigte Irrlicht. Es handelt von Mariechen, einem kleinen Mädchen, das zum Kindergeburtstag eingeladen ist. Mariechen soll ein Rüschenkleid anziehen. So möchte es die Mama gern. Aber Mariechen mag keine Rüschenkleider. Viel lieber will sie in Hosen gehen. Da kann sie ja viel besser toben. Naja, und weil sie so wütend ist, dass sie das Kleid anziehen soll, reißt sie zack die Rüschen ab. Und abends, als sie sich ins Bett legt, machen sich Nadel, Fingerhut und Faden und die kleine Schere, die Mariechen und der Mama gehören, ans Werk. Ach, das Kleid ist kaputt, wir müssen es wieder reparieren. Kater Felix liegt derweil unter dem Tisch und hört die Geschichte mit an. Und er denkt sich, ich will auch lieber, dass Mariechen Hosen anzieht. Da kann sie viel besser mit mir toben. Zack, schnappt das Kleid und springt damit aus dem Fenster. Fingerhut, Faden, Nadel und die kleine Schere purzeln hinterdrein und sind ganz ratlos. Der Fingerhut ist klug und mutig, immer praktisch denkend und eine Rüstung aus Metall tragend. Der Faden, lang und sehr dünn, ein großer Angsthase, der oft nicht alles gleich kapiert, aber eitel ist und manchmal dichtet. Die Nadel hört gut mit ihrem langen Ohr, spricht immer sehr ordentlich und mag deshalb keine Schimpfwörter. Und die kleine Schere sieht mit ihren 2 großen Augen sehr gut und kann mit den langen Beinen schnell laufen und so ihre Freunde retten. Sie purzeln also den Weg entlang und wollen dem Dieb mit dem Kleid hinterher. Und plötzlich ist es ganz dunkel. Und sie wissen gar nicht, wo sie hingeraten sind. Da schwebt ihnen wie zur Begrüßung ein größeres Licht entgegen, glitt dicht über den Boden, umkreiste die 4 und fing an zu lachen. »Ihr seid ja lustige Gesellen. Wer seid ihr denn? Und warum lauft ihr nachts durch die Wiesen?« Leise lachend umflackerte es die Freunde, die sich mit dem Kreis drehten. »Wir sind das Nähzeug von Mariechen, Nadel, Faden, Fingerhut und Schere«, antwortete der Faden. »Wir suchen den Kater, der Mariechens Kleid entführt hat. Er muss hier lang sein.« »Wer bist du? Kannst du uns den Weg zeigen?« »Ich bin das Irrlicht. Ich zeige allen in der Nacht den richtigen Weg. Die Johanniskäferchen helfen mir dabei.« Das Irrlicht flog in den Kreis, dann schwebte es davon. »Folgt mir, ich weiß, wo euer Kater ist.« Je 2 Glühwürmchen erfassten die Nadel, den Faden und den Fingerhut. Die Schere musste von 6 Glühwürmchen getragen werden. Sie schwebten ein ganzes Stück über die Wiese, hinter der der Wald begann. Das Irrlicht stoppte. Die Glühwürmchen brauchen eine Pause. Wir halten erst mal an. Wir werden den Kater bald eingeholt haben. Was bekomme ich denn zur Belohnung für meine Mühe? Gerade wollte der Fingerhut sagen, dass sie nichts haben, aber sich für die Freundlichkeit ganz herzlich bedanken, doch leider konnte er es nicht mehr aussprechen. Über die Wiese kam eine lange Schattengestalt auf sie zu. War es ein ganz langer Mann auf Stelzen? Also ein Stelzenläufer, wie sie ihn schon mal auf einer Fastnacht gesehen hatten? Doch der würde nicht solche unheimlichen Geräusche von sich geben. Klirr, klirr, schnapp, schnapp, die unaufhaltsam näher kam. Die Freunde erstarrten, sahen den schauerlichen Schatten entgegen. Ja, konnten die Freunde vor dem Schattenmann fliehen? Und was sie sonst für Abenteuer erleben, das erfahrt ihr, wenn ihr das Buch zu Ende lest. Ihr könnt es in jeder Buchhandlung kaufen oder in der Stadtbibliothek ausleihen. Bis zum nächsten Mal, eure Marie.